Grummel, Grummel und Mega Grummel. Liebe Freunde, willkommen zurück beim Together von Super Mario Galaxy 2 Green Star Challenge. Kai und ich haben uns offscreen noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht und Kai hat es bei sich gerade privat noch mal kurz probiert und er hat es geschafft. Und natürlich mit der altbekannten hier Turbo Yoshi und Absprungtechnik. Also heißt einfach, ich bin ein Fehlkönig, ganz einfach. Naja, kann man ja so nicht sagen. Also es ist wie gesagt, denke ich, eine Übungsfrage und ich denke mal, dadurch, dass ich es schon mal gemacht habe, hatte man das so ein bisschen vom Timing her im Blut. Es ist schon eine Weile her, aber ich glaube, so eine Sachen, ich weiß nicht, Timing verlernt man schlecht. Das ist wie beim Fahrradfahren oder so oder beim Schwimmen. Das mag ja sein, aber trotzdem ist es halt ein bisschen peinlich für mich den großen Skillkönig. Ach, Quatsch. Skill ist langweilig. Haben wir ja festgestellt, ne? Ja. Die Zuschauer freuen sich, mich macht's aggro, das ist natürlich super. Also ich möchte sagen, ich denke, mein Galaxy 2 Let's Play, wenn ich es mal irgendwann mache oder machen kann, das ist ja eh die Frage, nicht ob ich es mache, machen werde ich es mit Sicherheit, aber wie gesagt, wie kann, ist immer so die Frage. Dann denke ich, wird dein Let's Play trotzdem wesentlich lustiger und unterhaltsamer sein als meins. Weil ich es gerade schon kenne, ist es jetzt dann nicht so spannend und fail-behaftet. Da ich denke nicht, dass es so lustig sein wird. Na, mal guck mal, was willst du denn weg da? So, voll Wolke geklaut. So. Na, siehst du, beim ersten Mal gegrabt und gecheckert und Mario hat den 180. Stern. Weißt du, wieso das geklappt hat? Warum? Erstens war ich voll konzentriert und zweitens voll aggro. Und wenn ich voll aggro bin, dann klappt plötzlich alles. Das ist super. Dann musst du irgendwie vorher von deinem Chef auf Arbeit eins auf den Deckel gekriegt haben und dann brawlen wir wieder mal eine Runde. Ja, man kann es natürlich auch so betrachten. So, hätten wir jetzt durch. Oh Mann, oh Mann. Scheiße, die ganze letzte Folge für den Scheiß gebraucht, jetzt 2 Minuten, ich hab's geschafft oder was? Richtig, ist schon peinlich. Aber ich glaube, es ist auch so eine gewisse, ich sag mal, Gehirnfrage, einfach ob man weiß, ob es funktioniert oder ob man sich noch nicht sicher ist, ob es eine andere Methode gibt. Dann fängt man so an, innerlich ein bisschen, vielleicht, ob das so klappt, das klingt so unlogisch. Naja. Auf alle Fälle, eins steht fest, wir haben einiges nachzuholen, liebe Freunde. In der letzten Folge wollten wir im Prinzip 5 bis 6 Sterne holen, wir haben geschafft, glaube ich 2, mehr nicht. Oh, scheiße. Also jetzt auch keine obszönen Wörter in den Mund nehmen. Aber tut mir auch leid, ich hätte ja vorher mich da auch mal informieren können. Aber ich glaube, wenn man doch, also wir nehmen jetzt schon den 4. Part auf, nicht wahr? Ja, das stimmt soweit. Dann ist das schon recht schwer, sich da vorzubereiten. Kuchen, Kuchen, ich mag Kuchen. Ja, ich auch. Und ich krieg jedes Mal Hunger in dieser scheiß Galaxie. Michael, du bist für meine Diät nicht hilfreich. Es ist jetzt um kurz vor 12 und ich krieg Hunger. Das ist nicht gut. Wieso? Kannst du um 12 Uhr noch was essen? Ja, nee, man soll doch nach Abend nichts mehr essen. Da ist der grüne Stern. Wow, what the fuck, wie easy ist das denn? Mal gucken, hier drunter ist er. Einfach auflösen lassen und dann flutscht man na direkt gut, rein. sagt man so, aber ganz ehrlich, ich glaube daran überhaupt nichts mehr. Dass das wirklich stimmt, von wegen nach 12 und nach 8 und so ist man mir noch, nach 8 Uhr, nach 8 Uhr darf man nichts mehr essen und so, sonst nimmst du alles zu. Das stimmt nicht. Das erste Mal, du sollst vor allem dann nur essen, wenn du wirklich Hunger hast, nicht irgendwie, sag jetzt mal, Gelüste verspürst und so, weil dann ist natürlich zu. Okay, ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Also nur dann essen, wenn du wirklich Hunger hast. Und dann musst du natürlich auch deinen Körper ein bisschen besser kennenlernen, sprich halt wirklich nur dann essen, wenn du Hunger hast. Ist manchmal nicht ganz so einfach, das ist das eine. Und das andere ist halt, sagen wir auch oftmals, einfach kleinere Portionen über den ganzen Tag hinweg verteilt essen, nicht irgendwie große Portionen und so. Das stimmt. Also ist auf jeden Fall eine Idee. Ich muss mich mal da genauer mal reinsetzen. Oder halt Aber die dritte Option wäre Fett absaugen. Das ist natürlich auch eine Variante. Nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Das wäre, ich weiß nicht. Dann würde ich am Ende nicht zwar abnehmen, ja, aber ich weiß nicht. Am Ende wird es ja auf die anderen Fettzellen wieder draufkommen, weil mein Nahrungsplan verändert sich ja davon nicht. Aber wie gesagt, ich würde jetzt dann nicht essen, weil wie gesagt, es wäre ja nur ein Gelüst. Ich habe ja vorhin gegessen, also. Ja gut, Banal. das wäre halt ein Faktor. Ein anderer Faktor ist noch mit so einem Fettabsaugen und so. Meistens bringt es gar nichts, weil es irgendwie... ja, ich sage jetzt mal, Fettabsaugen ist schön und gut, aber in der Regel hast du sowieso zu wenig, damit es wirklich rendiert. Das stimmt. Es gibt ja auch Fettzellen, die kannst du gar nicht absaugen, offenbar, also doch, das kannst du schon, aber bringt nichts, weil es irgendwie zu tief in der Hautschicht sind und so, da gibt es die verrücktesten Theorien, also, naja.
Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich staune, dass du dich da so gut auskennst. Ja, ich kenne das von einem Bekannten. Echt? Yep. Und eben, wie gesagt, kann ich dir sagen, in der Regel bist du viel zu, ich sage jetzt mal, unfettig, als ob das wirklich was bringen würde. Das heißt, es bringt nur wirklich was, wenn du da so, ich sag mal, den Bauch schon auf den Boden schleifst und hochhältst, damit er Ja, nicht auf den Boden ungefähr, ja. Dann vielleicht, Okay, aber dann- sonst. Okay, dann habe ich es nicht nötig. So schlimm ist es denn nicht. Aber wie gesagt, man fühlt sich einfach mal, wenn man so ein bisschen Sport und ein bisschen körperlich aktiver wird, fühlt man sich einfach auch wohler. Ich glaube, es liegt bei mir großteils an der Bewegung. Ja gut, das sagen wir sowieso immer, ja, dass Bewegung das A und O ist und das stimmt natürlich auch. Und ich sage jetzt mal auch mal aus eigener Erfahrung, weiß es halt vor allem Leute, die ein bisschen mehr zu Übergewicht neigen und so, sind auch eher diejenigen, die ein bisschen bessere Kraftsportler sind und so, ein bisschen muskulöser wären und so. Das kann durchaus stimmen, ja. Natürlich auch alles aus Aber eigener Erfahrung. Ja, ich muss ja sagen, ich mache nicht viel Sport. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp. Also ich weiß nicht, sportgetrieben habe ich nie wirklich eigentlich. Außer, wo ist der grüne Stern überhaupt? Ich überleg grad. Ja, frage mich doch gerade auch. Ich meine, wir quatschen die ganze Zeit Haben wir über gar nicht Fett drauf und und geachtet, so, ne? über Sport und dabei da drüben. Ich glaube, Oder ist das... der normale Stern. Da ist Da doch kann man was. jetzt drum spekulieren. Oder bist du vorbeigelaufen dran? Das wär's noch. Oh, warte. Michael, ich glaube, du bist tatsächlich dran vorbeigelaufen. Echt, wie denn das? Ich überlege gerade, erinnerst du dich an der Stelle, wo du vorhin diesen runden Kuchen hattest und da war doch an der einen Stelle ein Leben und wenn man da weiterspringt, ist glaube ich da der grüne Stern, aber ich bin mir echt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich irgendwie habe ich das Gefühl gerade, weil die Sterne hier waren eigentlich sehr einfach und nicht sehr weit hinten. So geht's auch. Schauen wir doch einfach mal kurz nach. Also manchmal hat man da echt so Geistesblitze und überlegt so, ist das jetzt wirklich so? Oh, Weil das jetzt klingt da ja schon Wasser, ein das bisschen- müsste der erste grüne Stern gewesen sein. Ja, da unten. Nee, den meine ich nicht. Noch Da ist hinten er! Ich wusste es. Ja, da ist natürlich noch eine Ewigkeit suchen können. Das hätte lange gedauert, also Gott sei Dank meinem Geistesblitz. Schnell, wir brauchen eine Frucht. Oder den Tod. War da überhaupt etwas oder wie sieht's aus? Da war schon was, aber ich glaube, du hättest noch ein paar Meter weiter gemusst. Der Weg ist der falsch, oder? Ich glaube, das ist der richtige. Stimmt Und der? jetzt, na, lauf mal weiter. Oder hol dir nochmal die Frucht auf am besten. Da ist er. Jetzt einfach geradeaus. Zack, Kometenmünze und weiter. Und gegrabt. Das wäre jetzt echt eine Fehlparade geworden, ey. Meine Fresse. Ich sag ja, manchmal hat man echt so super Geistesblitze einfach. Und natürlich, ich Trottel erstmal voll vorbeigelaufen. Von lauter Ich muss Quatschen. sagen, es ist immer so, wenn man so ein bisschen im Quatschen drin ist, dann verquatscht man sich schnell und fängt an zu vergessen, weswegen man eigentlich da ist. Das geht sehr schnell manchmal. Oh ja. Was wir übrigens machen wollten, lieber Kollege, wir wollten Sternteile einzahlen. Haben wir denn offscreen ja eigentlich mal abgesprochen. Ja, können wir beim nächsten Stern machen. Ja, oder so. Dafür habe ich dich dabei, dass du mich auf solche Dinge aufmerksam machst. Toll. Ja, zu mehr bin ich nicht gut. Nein, Spaß beiseite. Oh Mann, wieder legendäre Zinsen dafür, dass wir so lange 2800 Sternteile eingeliefert haben. Ist ja echt ein Geizkram. Alter Lappen. Eigentlich ja schon, ja. Aber was willst du machen? Ich muss aber sagen, also wenn man jetzt mal so vergleicht, wir haben jetzt gut 700 Teile eingesammelt innerhalb der Zeit. Ich denke, wir kommen am Ende schon so auf 7000 Teile dürften drin sein am Ende. Wenn wir gut einsammeln, also wenn du gut einsammelst, dann musst du auch nicht so viel Offscreen sammeln. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ja, aber ich befürchte trotzdem, dass wir halt noch einiges offscreen sammeln müssen. Ja, ein bisschen schon, aber es geht. Ja, es geht, es geht.
Wie gesagt, fleißig den Sensor schwingen und schön alle Teile einsammeln und dann geht das eigentlich. Also ich hatte keine Probleme, muss ich sagen, aber ich bin sowieso mal so ein Freak, der sammelt immer jeden Scheiß ein. Ich glaube, ich gehöre zu der Kategorie Menschen, die sind einfach so geldgeil, um mich mal selbst zu outen. Ich würde auch in Zelda einen Rubin sammeln, selbst wenn meine Rubintasche voll ist. Und drehe dafür extra nochmal um. Okay, so krass ist es nicht, aber... Ich habe da ein A dafür. Oh, da ist der erste Stern, ich sehe ihn gerade schon. Und da ist ein riesiger... Größere Gumbas als die habe ich noch nie gesehen. Alter, schrei nicht so. Also, ich glaube, jede Katze und jeder Hund fühlt sich hier nicht wohl. Ist denen zu laut. Stern? Vor allem... Ja, gleich jetzt rechts. Da ist er. Wo, wie, was? Du hast ihn gesehen? Direkt unter deiner Kraftphase gerade. Da, rechts. Ah, da. Sieht easy aus. Monster Combat. Autsch. Und die Riesenmünze ist Autschi, einfach geil. Autschi, Galaxy bam, bam, bam. Da ist noch einer. Wo? Da, unten. Was ist das denn? Da unten. Unten rechts unter den Blöcken. What the fuck? Was ist das denn? Komm ich denn da hin? Na, von da oben runterfallen und dann irgendwie schütteln und Hepper und so. Ist ja... Jo, Waldsprung vielleicht auch. Was meinst du? Also... Nö. Ich glaub's nicht, ne? Mit der Wolke würde ich ja sagen, aber ansonsten würde ich nee sagen. Ein bisschen hoch, wa? Die Münze als Dreifachsprung benutzen, oder? Ja, fürchte auch. Könnte klappen. Von hier aus kann? Klappt super. Ja. Nicht ganz. Vielleicht brauchen wir wirklich irgendwann mal Luigi. Wäre ja eigentlich fällig, oder? Na geht doch. Und gegrabt. Wow. Stern Nummer 1. Luigi, das ist die Idee des Tages. Der kann so weit springen, genau. Wäre doch eine super Idee, oder? Der ist ja viel leichter und viel größer als Mario. Welchen Charakter von den Brüdern findest du eigentlich also vom Persönlichen her besser? Es gibt ja viele, die sagen, ich mag Mario nicht, das ist so Mainstream, ich mag lieber Luigi. Gute Frage. Also grundsätzlich mag ich eigentlich Mario. Also vor allem lieber als Luigi. Also, ich weiß nicht, also gerade diese Aussage, oh, Mario ist so Mainstream und Luigi ist einfach nur, der hat mehr Persönlichkeit, das stimmt, aber ich finde Mario vom Awesomeness-Faktor her einfach nur, er ist halt der Mario halt einfach. Liegt doch vielleicht daran, dass mein Onkel Mario heißt, aber okay, das ist ein Insider. Ja, du, kann ich verstehen, bei mir ist es halt so, Mario ist halt Oldtime, Oldschool, der Klassiker schlechthin. Ja, ich denke auch, das ist also eher so eine Hintergründe. Obwohl ich tatsächlich Luigi mehr Persönlichkeit zugestehen muss. Ich meine, wenn man sich so Luigi's Mansion anguckt, der fürchtet sich. Ich weiß nicht, er hat einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und er rutscht auch viel lieber. Ja, er ist so ein bisschen kaspriger, habe ich das Gefühl. Er ist so ein bisschen der Schusselkopf irgendwie. Zack. Jetzt will ich es doch mal wissen. Moment, da kann doch jemand raus, oder? Nicht? Ah, das war da. Na, jetzt bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Ich bin von oben gefallen, möchte ich mich erinnern. Ja. Ach, knapp. Aber nicht ganz, leider. Nö, geht nicht. Dann haben die Entwickler gedacht, scheiße. Scheibenkleister, Scheibenkleister. Ich glaube, dann hätte man tatsächlich die ersten 2 Sterne unglaublich schnell gehabt. Ich überlege gerade, wo der dritte ist. Wow. Das war knapp. Nein! Da kommt man trotzdem noch hoch. Denk aber an die Sternteile, ne? Mal so ganz nebenbei einfach mal anmerken. Gib Gas! Ja, Gib Gas, ich will Spaß! Oh, das wird... Autsch. Nee, doch nicht. Oh. Da unten müsste es sein, Nicht wa? so schnell. Ja, hier runter. Oh, ich Trottel vor, speichern sollen! Nein! Scheiße. Ne, wir waren ein bisschen zu weit hinten. Ja, ich glaube, man muss direkt an der Ecke abspringen. Ja. Das kenne ich noch von einer anderen Welt da, das war so ähnlich. Da habe ich einen dauernd versucht mit Mario und Yoshi da hinzuspringen, bin dauernd daneben gesegelt. Weil es einfach von 3D-Perspektive her und so hat es nicht gestimmt. Also nicht gestimmt. Hier in Super Mario Galaxy 2. Yep. Ich
glaube, das war damals, wo man noch mit Turbo-Yoshi so auch die Wand hinauffahren musste, laufen musste und dann irgendwie ganz seltsam. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich bei dir gesehen. Der arme Rücken. Zum Glück hat Luigi seinen Schwanz nicht hinten. Yeah. Das kann man jetzt ein bisschen interpretieren. Ich weiß. Meine Frage, du wirst ja auch bestimmt irgendwann plus 16 und plus 18 LPs machen, vor allen Dingen. Wirst du denn da auf deine Wortwahl achten? Weil so ein bisschen sagt man ja, man sollte nicht ganz so viel obszön fluchen und so. Zählt das für dich auch? Also ich habe schon so gesagt bei 16 und Nein! 18. Oh fuck! Scheiße. Voll in der Luft irgendwie. Voll unlogisch. Ja, aber wir sagten ja, Logik in Videospielen ist schlecht, ne? Yep. Also ich habe mir generell gesagt, ich sage immer bei plus 18 und plus 16 LPs, da muss ich jetzt nicht die Vorbildfunktion so richtig voll ausfüllen. Na so meinst du, ne? Ja, vielleicht, bin zwar nicht so. Moment mal, ich würde gerne eine Kamera nehmen. Scheiße, geht nicht. Schon näher hier, oder? Yep. gegrabt. Vorne an der Kante und nicht in der Mitte da hinten. Scheiß 3D-Perspektive, vor allem wenn die Kamera so scheiße ist. Das ist wohl wahr. Obwohl er so Die Kamera ist mies echt zum Kotzen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Spieler haben das Entwickler das Spiel programmiert mit den ersten 120 Sternen und irgendwann dann festgestellt, ach, wir könnten es ja mal länger als gewöhnlich machen und haben dann, unwissend, dass die Kamera manchmal total beschissen ist, einfach die grünen Sterne an total ungünstige Position gesteckt, wo die Kamera einfach mal nicht hilft. Ja, ich fürchte, es ist sogar so. Ist ja oft so, dass die Spieleentwickler dann, naja, ich sag mal jetzt Zeit, also ich sag mal so ein bisschen Zeit-Ziehtricks, also dass man Spiele länger spielt, wie zum Beispiel Wind Waker, wo man da mit dem Schiff ewig lange Strecken manchmal fahren muss. Oh Gott. Das stimmt. Also es war schon ein bisschen Zeitschinderei, kann man sagen. Aber war ja im Grunde genommen bei Skyward Sword auch so, mit den Flugstrecken und so. Das stimmt, aber ich fand, das Fliegen hat mir Spaß gemacht, weil die Steuerung war plötzlich neu und da hat es einfach Spaß gemacht. Aber wenn man nur so den Joystick hatte, dann, weiß ich, das hat irgendwie... Das hat Spaß gemacht, keine Frage, weil man halt springen konnte und so. Und man konnte die Inseln betrachten. Und, ach, war schon cool, aber ich weiß nicht, auf die Dauer hat es mich genervt. Da habe ich dann eigentlich mich nur noch hin und her gewarbt. Das verstehe ich. Und ich denke mal, viele Freunde auch. Viele Zuschauer, ja. Viele Freunde musst du haben. Irgendwie so in einem Lied, oder? Ich überlege gerade. Oh Gott. Das war knapp. Der große C ist down. So. Da ist er. Rückwärtssalto? Scheiße. Du musst tatsächlich einen Dreifachsprung machen. Ja, Esel. Ich will noch platt machen, geht das? Nö, glaub nicht, wahr? Doch, du kannst dir theoretisch diese Schrauberbohrer nehmen und 2 töten und dann hast du bloß noch einen an der Backe. Ich glaube, ich würde mir wirklich erstmal den Schrauberbohrer holen und die Koopa töten. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber kann ich den überhaupt wieder loswerden nachher? Nein, aber du kannst trotzdem einen Dreifachsprung machen. Oh fuck. Oh. Ja, ich glaube, ja, mach mal einfach. Durchsäbeln und wegratzen. Scheiße, daneben. Jetzt, zack. Und Schlitz. Stich! Ach, boah! Immerhin hast du jetzt ja Geld. Ist ja auch wohl super. So, Sterbe, bist du jetzt da? Na, geht doch. War doch easy. Easy peasy! Und schon? Sagt der Schon haben wir Freezy. tatsächlich... Genau. Theoretisch haben wir damit schon... Ich finde, die Galaxie war jetzt sehr einfach, oder? War doch sehr früh versteckt alles. Das stimmt. Wir mussten nicht einmal bis hinten zu den komischen... Ja, Kreisform grauen Stein da, du weißt schon. Ja, an den erinnere ich mich noch leider, ja. Ach, da kommt ja erst noch die Trümmer-Tornado-Galaxie.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie steht's denn eigentlich um die Zeit? Ich denke, wir haben noch ein paar Noch knapp Minuten, 10 oder? Minuten. Na dann. Honighüpfer schaffen wir die 2 Sterne noch ein bisschen aufholen. Ich denke auch, ja. Und dann halt in der nächsten Folge dann noch den Rest von Welt 4. Ja, ich denke auch. Gotta catch all the stars. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ich sag einmal Kometen Alert, ein Nerd. Das reimt sich so schön. Wer hat überhaupt grüne Sterne erfunden? Ich frag mich, warum die grün sind. Denen ist bestimmt kotzübel oder so, keine Ahnung. Warum grün? Vielleicht wurden die ja von Hulk ausgedünst und so. Okay, das ist echt eine creepy Vorstellung. Vor allem eine echt eklige Vorstellung. Vielleicht sollte es ja an Luigi erinnern, wenn man den halt hier auch spielen kann. Das stimmt. Super Luigi Galaxy 2, wa? Mit den grünen Sternen und so. Richtig. Wow. Kann man eigentlich in Super Mario Galaxy 1 überhaupt Luigi spielen? Ich weiß es gar nicht. Doch, das ging. Echt? Es gibt ja auch Super Luigi Galaxy 1. Ja, aber das ist so ein eigenes Spiel oder ein eigener Hack oder ich weiß gar nicht, was das ist. Aha, so meinst du. Ich überlege gerade. Konnte man im Galaxy 1 Luigi spielen? Ich glaube ja, ich glaube nicht. Freunde, schaut bitte mal in die Kommentare. Konnte man bei Galaxy 1 Luigi spielen? Ja oder nein? Würde ich jetzt echt mich mal interessieren. Also eine super Idee, wenn da mal jemand antworten könnte. Ich überlege gerade, wo war eigentlich der erste Stern? Ist nur da oben die 2? Das ist eine gute Frage. Moment, halt. Nee, doch nicht. Grüne Sterne. Man könnte jetzt so ein bisschen Interaktiv-Play machen, indem ich einfach zwischendurch mal auf den Fernseher gucke, aber ich glaube, das wäre jetzt so konzentrationsmäßig nicht so gut. Glaube ich auch nicht. Na, werden wir schon herausfinden. Und sonst haben wir einfach mal einen Stern da bei der Queen, bei der Queen halt ein, mit der Königin, und dann sehen wir es dann, ob das Stern Nummer 1 oder 2 war. Ja. Außerdem hört man sie ja immerhin noch. Darauf baue ich jetzt mal ganz stark. Ich höre was. Ernsthaft? Yep, ich höre was. Nein. Das war scheiße. Dankeschön. Ist ja nicht böse gemeint. Ja, bei dir weiß man da nie so genau. Nein, ich mein's ja nicht Ihr müsst wissen, Kai ist wirklich sehr, sehr böse. Ja, total. Er ist der Lord Kai des dunklen Let's Playens. Lord of Doom, genau. Ja, ich klaue noch kleinen Kindern das Essen, ne? Muss man sagen einfach mal. Und Badass, ne? Total authentisch. Ich glaube, ich könnte das gar nicht, ich habe dafür einfach nicht die A dazu. Die Frage ist, wo ist der scheiß Stern? Ich höre ihn aber. Was? Vielleicht über uns jetzt hier irgendwie? Kannst du Ego sichten? Nee, nicht. Natürlich wieder mal nicht. Warum auch? Man könnte es ja mal gebrauchen. Nee, ist nicht. Das würde ich irgendwie besser hören. Dann versuchen wir was. So eine scheiß Idee. Oh ja, irgendwie schon. Nein, Luigi! Er fällt ins Bodenlose. Die Rückkehr des Fehlkönigs, Luigi. Vor allem fällt er in das bodenlose Niveau meiner Flachwitze, nicht wahr? Oh Mann. So, ja, Stern Bringt ja 1. echt nix. Hier kann man auch Sterne relativ gut verstecken, weil es eine relativ große Galaxie wieder mal ist. Das stimmt allerdings. Ich habe so das Gefühl, die ist hinter der Wand irgendwie. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu fies, sogar für Nintendo-Verhältnisse. Ja. Luigi, was treibst du da? Halt mal fest. Nasch den Honig, nasch den Honig. Na, Luigi vernascht lieber Daisy. In meinem Super Mario Land 1 Display habe ich letztens einen Comment bekommen, dass ja eigentlich Mario in Super Mario Land 1 tatsächlich Daisy gerettet hat. Das stimmt. Tja, das heißt, Mario hat beide gern gehabt und Luigi nur Daisy. Tja, er musste halt den Ableger nehmen, er ist halt der jüngere Bruder. Ich weiß, das ist wahre Bruderliebe. Auf jeden Fall. Hä? Mario hat überlebt? Scheiße. Hat überlebt? Scheiße. Fehler.
Er trifft einfach nicht. Ey, pass auf, jetzt kommt da oben auch einer dazu. Da oben. Hinter Ballon. Yep, sehen. Ey, wie fies. Ey, wie fies das einfach ist. Stell dir vor, du fliegst nicht genau den Ballon an, sondern berührst ihn nur so an der Seite und plötzlich denkst du, ah, scheiße, da ist er ja, oh mein Gott, nein. Oh ja, das wäre allerdings echt ein bisschen ein hartes Stück. Naja, wir sind ja mal fleißig und gucken uns immer viel um. Ja, und ich gucke auch noch dabei fleißig auf die Uhr. Wird knapp. Wir haben was aufzuholen. Wie, das war knapp. Hier geht's noch nicht. Scheiß Wasserkugel. Warum verlieren die überhaupt ihre Superkraft bei Wasser? Das ist voll unlogisch irgendwie. Ihnen? Vermutlich, weil die nicht schwimmen können. Ja, und warum die Wolke? In der Wolke bestimmt immer noch auch aus Wasser. Haha, super. Das war aber lucky, ey, alter Schwede. Normalerweise fliegt man ja mit dem komischen Flugblatt da, diese komische... Nein, du weißt schon. Hat so aus wie so ein Löwenzahn ein bisschen. Ja, also das zu machen, wollte ich eigentlich da abspringen beim Ballon. Und dann ist er plötzlich geplatzt, nicht so, oh scheiße, kommt jetzt wieder hoch und der Plüm Stern. Na, dann war's ja. Ja, und er fällt so bald voll die Faust. Ja, yeah, hab's doch noch geschafft, ich bin voll cool, Mann. Ich bin voll cool als Mario. Luigi, ich fürchte, da muss ich leider enttäuschen. Du bist nicht cool als Mario. Du bist länger, du bist teurer, du bist schwächer, ja, aber besser? Nö. Schwächer würde ich nicht sagen. Geht man jetzt von Brawlers, finde ich Luigi wesentlich besser als Mario, aber... Brawl. Da ist auch Captain Olimar plötzlich so stark und so. Captain Olimar ist geil, ja. Oh Gott, da ist der Grün, ich hab ihn gesehen. Ja, da oben, ja. Und irgendwie, Link ist irgendwie so voll der Schwächling geworden, Ganondorf auch. Echt? Ich finde Link total gut. Ich spiele Link in Brawl sehr gerne. Also Link ist aber das Problem mit Springen und so. Okay, ja, die Rettung ist scheiße, aber ich kämpfe an sich sehr gerne mit ihm. Und der andere da, der Böse, der Ganon-Typi, Ganondorf, der ist halt, naja, also stark ist er im Prinzip schon mit den Schlägen und so, aber halt auch mit Springen und Schnelligkeit hat er überhaupt nichts. Nee, stimmt. Also ich überlege gerade, Ganondorf spiele ich auch extrem ungern. Genauso wie die ganzen anderen dicken Charaktere, King Dedede und Bowser und sowas. Ist alles nicht meins. Bowser für mich schon, also Bowser finde ich einfach cool zu spielen. Wenn du weißt wie, dann geht's eigentlich noch. Ja klar, also klar, ich kann auch in Ganondorf und weiß ich nicht, jetzt so einen Falco oder sowas besiegen. Mit Falco mit dem Schild und so. Das stimmt. Falco ist vollkommen überpowered! Er ist überpowered? Falco. Ja, ich finde... Ja, er ist recht schnell. Ich finde, er hat Probleme einfach beim Charaktere raushauen und beim Retten ein bisschen. Ja. Aber ich finde, die schlimmste Rettung hat meiner Meinung nach irgendwie Wolf. Also ich spiele Wolf sehr gerne, war ja früher mal mein Main. Aber ich krieg die Rettung nicht hin, die ist scheiße. Die ist so ungenau zu steuern irgendwie. Ich krieg das nicht hin. Gerade auf Final Destination hängt man sich da immer unten an der Plattform auf. Oh, ich habe so gekotzt manchmal. Kann also ich jetzt verstehen. nicht nur wörtlich gesehen. Das kann ich verstehen. Und auch Charaktere wie Olimar oder wie dieser Knosp haben eine ziemlich beschissene Rettung. Diese komische Griffranke, das ist ja irgendwie ein Witz. Ja, halt im Gegensatz zu Rob, wa? Das stimmt. Oder Pit. Ja, Pit ist ja Rettung Nummer 1, ey. Hey, ja, hey, ja. Hey, ja. The fight is on. Gut, Pikachu ist auch nicht viel besser. Pikachu! Das stimmt. Ich glaube, alle diese ganzen Charaktere gelten so ein bisschen als Spam-Characters. Auch Meta Knight mit seinem Tornado. Oh, das ist so nervig. Wie komme ich am besten zur Queen? Na so. Sieht doch gut aus. Ach, die Musik hier ist auch schön. Ja, so simpel irgendwie. Aber ich überlege, muss ich hier... Das ist catchy einfach. Muss ich hier noch die Dinge einsammeln, die Silbersterne? Ach nee. Ich glaube nicht. Geht auch so. Wir sind skillig und kommen auch so hoch. Das sowieso. Wasser, oh mein Gott, nein. Ah,
voll guten im Tag. Face Ich irgendwie. bin jedes Mal erfreut, eine Jungbiene begrüßen zu dürfen. Willst du mir einen Gefallen tun? Etwas juckt an meinem Rücken. Und ich hatte irgendwie was Seltsames vor der Stirn. Kannst du das mal ansehen? Mir geht kein Brett vom Kopf, jetzt ein Stern vom Kopf. Ja. Aber natürlich macht doch gerne ein bisschen an ihr rumgrabbeln, man natürlich auch gerne. Ich finde voll irgendwie, sie schreibt immer voll eklig irgendwie. Oh, ja, Das finde ich sehr gut an. Natürlich haut sie mich erstmal runter. Alter. Also obszöner geht's ja gar nicht mehr. Weißt du? Die kleine Drohne, die an der Königin rumkrabbelt, ist einfach nur pervers. Tja, jetzt weißt du mal, wie es beim Bienen abläuft, wenn die sich fortpflanzen Genau. wollen. Drohnen sind ja immer nur so Fortpflanzer, ansonsten sieht man ja immer nur Wespen oder Bienenweibchen. Ach, ich mag die ganzen Viecher nicht. Immerhin habe ich es einer Wespe zu verdanken, dass meine alte Festplatte kaputt gegangen ist. Oh, da waren so viele Daten drauf. Hast du das eine Wespe zu verdanken, dass die Festplatte geschrottet wurde? Habe ich die Geschichte nie erzählt? Nee, aber das kannst du mir oft genug erzählen. So Leute, denn die Zeit ist leider um. Ja. Wir müssen uns verabschieden hier von Super Mario Galaxy 2, Quatsch, von Super Luigi Galaxy 2, der Green Star Challenge mit Lok, Kai und Michael. Ja, Kai, willst du noch was Schon drei erzählen, komische oder? Leute. Nee, ich denke nicht. Ich denke auch, dass... Oh, okay. Das war unbeabsichtigt. Das wusste ich noch gar nicht. Echt nicht? Cool. Nee. Ich dachte, da kann man oben nicht rein, aber ich hab's halt nie mit Luigi versucht. Cool. Ach, ich denke, mit Wieder Mario was klappt's gelernt. auch, ja. Ist Ja, das so schön, gut, man zum wird Schluss alt jetzt wie noch eine Kuh, bleibt immer sagen. noch dazu. Ja, was sollst du sagen? Ich wollte nur sagen, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ach so, ja gut, das stimmt auch. So, wie gesagt, hier der Schluss jetzt. Bei Lok Kai wird es sonst weitergehen mit seinen Let's Plays natürlich auch. Schaut mal bei ihm vorbei, er macht sich auch noch sehr viel spannende, lustige und unterhaltsame Let's Plays. Muss man ja auch mal so ab und zu zumindest sagen, wenn ich es jetzt in der letzten Folge wieder mal verpasst, verpennt, wie auch immer habe. Macht ja nichts, ist ja kein Thema. Wie gesagt, ich glaube, Mike unterstützt mich da ganz gut, der ist ja da deutlich mit mehr Zuschauern dabei. Ich glaube, du hast einfach generell so ein bisschen mehr Erfolg durch deine ganzen schönen, vielen Let's Plays. Ja, will jetzt nicht unbedingt sagen, aber naja, ist ja auch Es egal. soll Spaß machen. Das stimmt, vor allem vom Spaß ist natürlich am Let's Playen das Wichtigste. Richtig. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Sollte man einfach nicht weitermachen. Also wirklich, also ich denke auch, wenn es so irgendwann wirklich mir keinen Spaß mehr, so gar keinen Spaß mehr macht, dann das würde noch über die Zeitgründe gehen. Selbst wenn ich keine Zeit hätte, ich würde immer irgendwie versuchen, irgendwie Let's Plays zu machen, weil ich weiß, man ist ja so ein Teil der Abendrituale für andere Menschen und das ist ein ganz komisches Gefühl. Ein tolles Gefühl irgendwie. Und Luigi ist gerade schlecht. Der geht erstmal pennen, wir machen eine kleine Pause. Wir sehen uns wieder das nächste Mal hier beim Together mit Kai und Michael. Genau. Tschüssikowski. Ciao zusammen. Juhu, it's me, Luigi. Ach du Scheiße, ich nehme nur eine Numero Duo. Du Scheiße, Mamma Mia.